das uns hilft, uns daran zu erinnern, was da geschehen ist. Also es ist wirklich nur symbolisch. Gott tut eigentlich gar nichts im Abendmahl. Das nimmst du dann, gehst an deinen eigenen Platz, stehst dahin und dankst Jesus. Und dann isst man das und dann ist fertig und dann geht man wieder in den Lobpreis. Und ich übers Abendmahl, Teil seines Leibes, Anteil kriege an seinem Leib, bin ich mit ihm gekreuzigt. Hey, da kommt noch etwas, da kommt dieses große Festmahl. Wir haben eine nächste Folge, nur noch 2 und dann ist die erste Staffel vorbei. Wir sind bei der Episode 9 und heute geht es ums Essen, sozusagen. So to say. Genau, wir sprechen über das Abendmahl, aber als Einstieg dachte ich möchte dir ein paar Facts übers Essen geben und vielleicht reden wir ein wenig über die Essgewohnheiten und wie sie sich verändert haben. Und zwar habe ich herausgefunden bei der Vorbereitung, dass vor 100 Jahren noch jeder Dritte war im ersten Sektor tätig. Das bedeutet, er hat entweder in der Landwirtschaft, beim Forsten oder in der Fischerei gearbeitet. Wenn man überlegt, dass vor allem die Männer ja dann die harte Arbeit gemacht haben mit körperlicher Arbeit, dann ist es wahrscheinlich fast jeder irgendwo in einer Familie hatte mit dem ersten Sektor zu tun. Jeder Dritte. Heute, 100 Jahre später, ist es jeder 50. Das heißt, wenn wir einen Gottesdienstraum anschauen, sind es vielleicht 3 Personen. Bei uns. Bei uns, genau, bei uns, nicht bei jedem Gottesdienstraum. Bei uns sind es vielleicht etwa 3 Personen, die wirklich noch in diesem ersten Sektor arbeiten. Und auch ich merke, ich habe einen besonderen Bezug zu dem, was ich immer jeden Tag in den Händen hatte. Ich arbeite sehr viel mit dem Computer, mit Büchern und so. Auf dem Computer Bücher meistens inzwischen. Aber für mich ist das irgendwie etwas Lebensnahes. Und vor 100 Jahren war das Essen oder dieser erste Sektor so etwas Wichtiges und jeder konnte sich mit dem identifizieren, was auf dem Feld war. Wir haben das schon beim Öko-Podcast darüber gesprochen. Und das fand ich schon ein krasser Fakt, wie fern dieser erste Sektor in unserer Gesellschaft geworden ist. Zudem ist das Thema Hunger viel weniger in unserer Gesellschaft jetzt in der Schweiz und dafür das Übergewicht. Das bedeutet, jeder 5. gilt heute als übergewichtig. Ich glaube, wir zwei nicht. Aber generell ist der Shift in diese Richtung extrem. Zwischen 1992 und 2002 hat sich verdoppelt, wer einmal am Tag außerhalb des Hauses isst. Also nicht mehr zu Hause, sondern bei der Arbeit oder wo er auch immer, hat sich verdoppelt und der Trend nimmt immer mehr zu, dass man einmal am Tag nicht mehr zu Hause isst. Und was ich auch krass fand, ist Personen über 18 sogar, ist ein Drittel der Befragten ist beim Essen nicht mehr irgendwie an einem Tisch oder so, sondern vor einem Fernseher, vor einem Computer, nimmt das Essen irgendwie nicht mehr so ein, wie man das jetzt kennt als Familie oder so, sondern wirklich mit einer Zerstreuung, mit irgendetwas nebendran, Instagram oder so. Und 20% zwischen 20 und 30 nimmt fast täglich Fertiggerichte, also kocht nicht mehr, sondern schiebt sich etwas in die Mikrowelle oder in den Backofen. Und ich fand das krasse Facts, weil das Essen doch etwas ist, das so zentral im Leben uns Menschen ist. Wir machen das 2 bis 3 Mal am Tag meistens und trotzdem hat sich das so fest verändert. Und mich würde es wundern, eben, du bist etwas älter als ich, du hast das noch etwas mehr mitbekommen, dass die Kultur ja auch früher, als ich sogar noch Kind war klar, wir als Familie einmal am Tag setzen wir uns alle hin und essen gemeinsam ein gekochtes Essen. Aber wie war das bei dir? Same, also war genauso. Wir haben sicher am Tag was Gekochtes gegessen zu Hause. Bei uns waren eigentlich Mittag- und Abendessen waren gemeinsam. Wir waren jetzt nicht so ich war ein Einzelkind, wir waren jetzt nicht so die Familie, die dann ständig aus dem Essen eine riesen Party gemacht. Wobei, beim Nachtessen, das war eigentlich schön, als ich dann Teenager war, haben wir oft das Nachtessen zelebriert. Da haben wir bis zusammengesessen, meine Eltern und ich, und
manchmal sogar oft, wenn es Winter war, ein bisschen Kerzenlicht, lange zusammen gesprochen und so. Genau, was mir schon auffällt, es ist noch weniger so, dass die Zerstreuung ist das eine, dass jeder alleine sitzt oft. Beim Mittagessen, ich lebe an einem Ort, wo ich sage, ist die höchste Dichte von Kebabläden auf der Welt. Also so mein Gefühl. Ja. Aber wenn da vorbeiläuft, wirklich so viele Leute allein mit dem Kebab und dem Smartphone sitzen sie da. Das hat sich krass verändert. Also der Gemeinschaftsaspekt beim Essen ist brutal zurückgegangen. Und es ist was man oft sehr schnell tut, weil so zwischen zwei Dingen drin ist und man zelebriert es auch nicht mehr. Ich meine, John Mark Comer sagt, Fast Food ist fast, aber nicht Food. Und schon nur so der Gedanke von, wenn man wieder mal Zeit sich nimmt, auch gemeinsam zu kochen. Kürzlich war jemand bei uns zu Hause, den wir noch nicht gekannt haben. Das war so schön. Wir haben 1,5 Stunden mit Sushi gemacht und so. Also gesprochen zusammen und nachher zusammen gegessen. So was anderes, als wenn du einfach schnell was reindrückst und dann wieder weitergehst. Ja, ich merke das auch bei mir, dass ich würde sagen, von Montag bis Freitag habe ich mir auch schon selber gesagt, eigentlich wäre es praktisch, wenn man einfach mal einmal am Tag so eine Bottle irgendetwas zu sich nehmen muss und dafür den Rest vom Tag nicht mehr essen. Und dafür, und das sagen sie auch, der Trend dafür ist, dass man am Wochenende oder halt dann, wenn deine Freizeit ist, man dann bewusster mit Freunden irgendwo essen geht. Also, dass es durch das normale Essen, was man so durch den Tag hat, verliert an Bedeutung extrem. Und die Gemeinschaft dafür einmal irgendwie besonders essen zu gehen, ich und meine Freundin, ist so fast zu unser Hobby geworden. Einfach einmal in der Woche wirklich auch schön und gut. Und es muss nicht unbedingt teuer sein, aber das Zelebrieren von Gemeinschaft während dem Essen, auch über lange Zeit, das ist dann wieder wichtiger geworden außerhalb von diesen Alltagssituationen. Genau. Ich weiß, wie hast du also auch als Vater, wie war da, habt ihr eine Regel gehabt, dass oder man steht erst auf, wenn man fertig, oder wenn alle fertig sind oder so, war auch eine Regel bei mir. Also was sicher war, als die Kinder ein bisschen größer wurden und sich auch die Leben so diversifiziert haben mit Freunden und alles, haben wir schon Wert gelegt, wenn es irgendwie möglich ist, gemeinsam einmal im Tag Nachtessen. Ist einfach auch schön, dann hörst du voneinander, hey, was ist gelaufen und so. Und diese Regel mit nicht vom Tisch weg, die gab es schon, als ich kleiner war. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange. Aber wir haben das sicher nicht durchgezogen bis Pubertät, Teenager. Aber das müsste ich jetzt meine Frau fragen, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber für uns war es, ich glaube wirklich so dieser Gedanke, hey, also wenn du Familie bist, einmal am Tag zusammen am Tisch zu sitzen, ist einfach schön. Das war schon, das habe ich auch genossen, weil du hast mitbekommen, was läuft und so. Auch gut, gewisse negative Energien sind dann losgegangen, aber es war auch gut, dann konnte man das verarbeiten und so. Und ich fand es eigentlich, das fand ich sehr schön. Aber je länger, je mehr dann, wenn sie an die Uni gegangen sind, das hat sich alles dann schon zerfleddert. Genau. Ja. Ich glaube, das ist etwas mega Wichtiges, wenn wir auch über das sprechen, was wir heute angehen, die ganzen Mahlgemeinschaften und so, da kommen wir gleich noch dazu. Ich fand es einfach wirklich auch speziell, dass sehr viele Traditionen, die wir in der Kirche pflegen oder so, halt schon von der Seite her kommen, wie Essen ganz anders gelebt wurde damals wie heute. Und da gehen wir heute rein. Genau, und heute machen wir mal etwas Besonderes, dass ich den ersten Teil vorbereitet habe für die Uni, für meine Aufnahmeprüfung habe ich mich sehr fest mit dem Abendmahl auseinandersetzen müssen, vor allem mit einem Text. Wir gehen aber am Anfang noch ganz schnell ins Evangelium, damit wir alle wissen, von was wir reden. Und zwar es steht in den Evangelien, aber auch Paulus hat das in einem Brief geschrieben, ich nehme das Markus-Evangelium, dort steht alles sehr schnell und sehr kurz, und zwar in Markus 14,22, und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Lukas sagt dann später im anderen Evangelium, dass man das zu seiner Erinnerung tun sollte. Gedächtnis, genau. Und das hat Markus hier ausgelassen. Und dann schreibt er weiter, und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für alle vergossen wird. Und weiter schreibt er, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Ich möchte dich kurz reinnehmen, das, wie ich das Abendmahl erlebt habe oder immer noch erlebe, obwohl ich auf einem Weg bin. Für mich war Abendmahl immer
der Moment im Gottesdienst, wo man nach hinten geht und dann bekommt man so ein kleines Brotstück in die Hand gedrückt und einen kleinen Wein und dann wird sagt dir jemand noch etwas, das nimmst du dann, gehst an deinen eigenen Platz, stehst dahin und dankst Jesus, so das Gedächtnis an das, was Jesus getan hat am Kreuz. Und dann isst man das und dann ist fertig und dann geht man wieder in den Lobpreis. Und ich würde sagen, in 90% der Fällen war das für mich sehr leer. Es gab schon immer wieder mal die Momente, wo man merkt, okay, jetzt vielleicht fühlte man sich gerade extrem sündig, was auch immer. Ich möchte das jetzt nicht in den Dreck ziehen, aber mir so einfach die Vorstellung von, oft ist es einfach sehr weit entfernt, diese Tradition. Und mir hat das sehr fest geholfen, auch diese Aufarbeitung von diesem Thema, dass es sehr viel größer ist. Den Text, den ich aufgearbeitet habe, hat 3 Faktoren. Darf ich kurz was reinwerfen? Ja, noch dem, was du gesagt unbedingt, hast? Ja. Weil ich finde es gut, ich denke, da müsste man wirklich mal den Fisch auf den Tisch nehmen, weil ich glaube, es geht vielen Leuten so. Ich merke es bei mir, ich habe wirklich, ich habe Jesus sehr gerne, er ist für mich die Nummer 1, ich habe so viel mit ihm erlebt. Aber für mich war auch immer dieses Abendmahl, ich tue es, weil es wichtig ist, weil Jesus es gesagt hat und wenn er was sagt, dann will ich tun, was er mir sagt. Aber ich habe auch immer ein bisschen schwer gefunden, Bezug zu finden, weil man da so allein ist, weil es oft auch ein bisschen, jetzt ganz viel war so eine Schwere dran, das war ganz still und ein bisschen traurig und so. Und ich habe mit Leuten gesprochen, ich wollte es von ihnen wissen und es geht vielen Menschen so, gerade auch jüngeren Leuten, einfach, dass sie so nicht den Bezug aufbauen können zu dem, was das jetzt genau ist, ohne dass sie es irgendwie herabwerten wollen. Aber so diese innere Not, was genau läuft hier, ich glaube, wir sind nicht der Einzige. Und deswegen finde ich es gut, dass wir darüber reden. Und ich fände es sehr spannend, auch vielleicht, wenn Leute Feedback geben zum Podcast, wie sie es erleben. Wie ist es bei euch? Erlebt ihr das irgendwie als was Tiefes oder weniger Tiefes? Ich fände das sehr spannend. Ja. Ja, und auch die Erinnerung, du sagst etwas Schweres. Für mich war der Gedanke immer Jesus am Kreuz. Es war wirklich die Erinnerung an Jesus in seinen schlimmsten Stunden und gar nicht mehr. Aber das ist für mich sogar okay, wenn man dann noch die Atmosphäre, also früher in der Gemeinde, wo ich ganz am Anfang war, das ist ja die gleiche Gemeinde, aber eine andere Story, war wirklich ganz lange waren still, alle Ältesten gingen nach vorne, haben dann zusammen das Abendmahl genommen und es war so, du musst dich prüfen, ob noch Sünde da ist. Es ist einfach alles sehr schwer. Ja. Und von den ersten Christen heißt es in der Apostelgeschichte, sie haben mit lauten Freudenbezeugungen, mit Jubel dieses Abendmahl genommen. Da gab es eine große Diskrepanz. Genau. Ja, und wenn man diesen Text jetzt liest oder unsere Erfahrung, dann ist es vor allem dieser eine Aspekt oder diese Erinnerung an den Tod von Jesus. Dieses Blut, dieses Leib, dieser Schmerz und zu sehen oder zu lesen und darüber nachzudenken und zu merken, dass eben das Bild viel größer ist. Ich habe hier 3 Facetten und vielleicht kommen wir sogar zu einer weiteren oder wichtigen Facette am Schluss des Podcastes. Aber etwas weiteres, was mir wichtig geworden ist, wenn man ganz am Anfang liest, und als sie aßen, nahm Jesus das Brot. In unserer Tradition ist es so abgekoppelt von Essen, von Gemeinschaft, eben man ist alleine, man geht alleine nach hinten, jemand sagt dir vielleicht noch etwas und das war es dann auch. Und zu sehen, dass es in der Tradition von Mahlgemeinschaften mit Jesus ist, war für mich mega wichtig zu lesen. Also wenn wir auch Jesus mit seinen ganzen Mahlgemeinschaften, ich meine, er hat so viel, hat es mit Essen zu tun. Du hast auch mal schon in der Predigt immer wieder mal gesagt, Jesus war bei einem Essen, kam von einem Essen oder ging zu einem Essen. Also speziell im Lukas-Evangelium, ja. Genau. Aber grundsätzlich. Genau, die Speisung der 5000, das Gastmahl mit Martha und Maria, die verschiedenen anderen Mähler mit den Jüngern. Für sie war es nicht speziell, mit ihrem Meister zu essen. Und also war schon speziell, aber es war eine Gewohnheit. Genau, es war nicht einzigartig. Man könnte eigentlich, wenn man Lukas liest, gibt es eine Stelle, wo man sagt, dass das Ministry von Jesus war Essen mit den Menschen. Wo es eigentlich, also wo wirklich quasi im Griechen steht, ihr seid die ganze Zeit beim Essen, eure Meister die ganze Zeit beim Essen, das war sein Ministry, Tischgemeinschaft mit Menschen zu haben. Ja, er war ja auch revolutionär in dem, dass er mit Leuten gegessen hat, mit denen man eben nicht das Essen teilt. Und er wurde als Fresser und Weinsäufer und so noch deklariert. Aber in diesem Kontext drin mit dem ganzen Essen in der Gemeinschaft, da wurde dieses Abendmahl gefeiert. Das heißt,
die Gemeinschaft war so essentiell Teil von diesem Geschehen da. Essentiell. Essen. Das ist mal ein Wortspiel hier. Genau, sie war essentiell. Das sagt alles. So cool. Genau, wo wir in unserer traditionell komplett davon abgegangen sind. Also ich habe noch nie anders das Abendmahl gefeiert als in dieser Einsamkeit. Aber du hast vielleicht schon... Doch, ich glaube, der Punkt ist, oder, was wir halt, diese zwei Schwerpunkte der Kirche im Neuen Testament, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Oder Paulus hat öffentlich gelehrt und in den Häusern. Bei uns gibt es halt fast nur noch Kirche im Tempel, in dem Sinne so das Große. Genau. Und Kirche in den Häusern, ich meine, das ist wie so... Das war wahrscheinlich the main thing am Anfang. Und dort war Essen, also Kirche hat sich quasi zum Essen versammelt. Man hat das Liebesmahl zusammen gegessen und das Abendmahl war Teil dieser Versammlung. Also eigentlich war Kirche ganz am Anfang ganz viel Essen miteinander, weil es halt Jesus auch so gemacht hat. Tischgemeinschaft demonstriert, Gott lädt alle an seinen Tisch. Und das Abendmahl, dieses spezielle Moment, war wie Teil dieses Essens. Genau. Und das ist schon mal eine erste Herausforderung, die ich irgendwie angehen möchte. Ich möchte einen Ort finden, wo ich das Abendmahl auch gemeinsam nehmen kann. Nicht nur in dieser großen Gemeinschaft, wo jeder trotzdem für sich selber ist, sondern wirklich, ob jetzt am Tisch oder wie auch immer, aber irgendwie so den Moment mal in Gemeinschaft zu erleben. Das ist der eine Punkt. Dann der nächste Punkt steht ganz am Schluss und dort steht ja wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an dem Tag, an dem ich davon trinke im Reich Gottes mit uns. Und das ist wie der zweite Aspekt, oder? Es ist nicht nur dieses wichtige und schwere Thema der Tod von Jesus, sondern sein Versprechen. Einerseits ist er nicht mehr mit, sondern es ist so, dass, hey, da kommt noch etwas, da kommt dieses große Festmahl und öffnet den Blick von dem, wie wir das Abendmahl ja auch sonst verstehen. Oder es geht nicht nur um mich, es geht um Gemeinschaft eben, aber es geht auch um die Zukunft, um das, was noch kommen wird und auf den Moment, wo wir das Abendmahl oder die Mahlgemeinschaft wieder mit Jesus feiern dürfen. Und das finde ich auch, eschatologischer Ausblick heißt das, genau, theologisch, genau diese Vorstellung von, es kommt noch etwas, das ist noch viel größer. Und das packte da wie irgendwie so selbstverständlich mit rein. Ich finde es so wichtig, oder wenn ich das Abendmahl ab und zu wie einleite von vorne in der Gemeinde, bei diesem Satz bricht mir oft die Stimme, weil ich das so schön finde, weil es ist wieder theologisch, es geht nicht nur darum, dass ich und Gott im Reinen sind und darum geht es auch. Es geht darum, dass Jesus mit dem Abendmahl wieder das vorwegnimmt, dass am Schluss die ganze Schöpfung an diesen Tisch eingeladen ist. Die ganze Schöpfung wird erneuert werden und das Abendmahl ist auch wie ein Vorblick auf dieses finale Epic Dinner, das Gott am Schluss für alle bereiten wird. Oder im Alten Testament schon heißt im Psalm 22, wenn dann das kommt, dann werden auch die Hungrigen sich satt essen. Oder ganz am Schluss Offenbarung das Hochzeitsmahl des Lammes. Also dieser Ausblick. Und ich glaube, das war ein Grund, warum die Jünger oder die ersten Christen das mit so viel Freude gefeiert haben. Sie kamen von der Auferstehung. Wir haben auch nach der Auferstehung mit ihm gegessen. Das sagen sie. Das ist wieder, und jetzt feiern wir das Abendmahl und Jesus ist mitten unter uns. Und das ist schon ein Ausblick. Er kommt wieder und alles wird gut. Und das finde ich auch so, das balanciert dieses. Und ich finde es auch wichtig, dann sage ich, kann auch mal beim Abendmahl ein bisschen Mitleid mit Jesus, dass er für mich gestorben ist. Aber das ausbalanciert, dass wir sehen, am Schluss kommt dieser Ausblick. Macht das Abendmahl zu sowas viel Größerem als diesem, ich denke kurz daran, dass mir meine Sünden vergeben sind. Ja, und wenn wir diese 3 Punkte eben in ihre Fülle nehmen, dann verliert es vielleicht auch dieses, dass es manchmal passt und manchmal nicht. Manchmal nehme ich das Abendmahl, weil es gerade um dieses Thema geht, sondern es bekommt die Fülle. Sie haben auch gesagt, der Aspekt, sich mit dem Abendmahl identifizieren können, nimmt vor allem in der jungen Generation enorm ab. Also ich kenne auch in meinem Alter und jünger fast niemand, der sagt, doch das Abendmahl ist so viel wert in meinem Leben. Und meine Hoffnung ist schon, vielleicht jetzt mit diesem Podcast oder so, neue Anwendungsbereiche, tönt blöd, aber neue Facetten, neue Sichtweisen auf dieses Abendmahl zu nehmen. Also ich finde, das wäre richtig schön. Ich meine, der Podcast kann nur ein minimaler Anstoß sein, aber es ist auch etwas, was ich seit mehreren Jahren suche, für mich selbst und auch wenn ich dann in gewissen Freikirchen dann sehe, wie man nicht einmal mehr
das Abendmahl einleitet, so im Sinne von diese Deutungsworte liest, dass man weiß, dass er geschieht, sondern nur noch sagt, dort hinten als Brot und Wein, wer will, kann nehmen, dann finde ich, ist es so stiefmütterlich behandelt, das kann wirklich nicht der real deal sein. Ja. Ohne irgendjemand einen Vorwurf zu machen. Ich meine, es hat ja Gründe, man hat theologisch vielleicht nicht ganz den Weg gefunden und so, aber ich fände es auch richtig, richtig schön, gerade jetzt für uns als Freikirchen, dass wir da wieder versuchen zu sagen, herauszufinden, um was geht es und wie können wir es so feiern, einfach, dass es vielleicht ein bisschen mehr der real deal ist, dass wir ein bisschen mehr Leute wieder einen Zugang bekommen, das wäre richtig schön. Da brauchen wir auch ganz viel Gnade, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ja, und für uns auch selber immer wieder neu zu überlegen, eben, es ist nicht nur dieses Kleine und das hilft ja auch schon. Und das nehme ich mir bewusst auch vor, das nächste Mal, wenn ich wieder das Abendmahl nehme. Oder vielleicht schnappe ich mir jemanden und sage, hey, komm, machen wir das zusammen. Also das ist sowieso, ich finde das mega schön. Es gibt in unserer Gemeinde gibt es Familien, die dann beim Abendmahl zusammenstehen. Ich habe auch angefangen, einfach mal zu sagen, ich will nicht einfach alleine stehen, ich mache es mit meiner Frau. Einfach so zumindest eine kleine Mahlgemeinschaft in diesem Großen zu bilden, wo man ein bisschen Gemeinschaft hat zusammen. Ich meine, bei uns in der Community, jemand, der bei uns mitleidet, ist das sehr, sehr wichtig. Wir feiern oft Abendmahl so in diesem Gemeinschaftssetting und das ist dann schon was ganz anderes. Es ist dann schon ein bisschen einfach mehr, du bist zusammen, du schaust, du siehst einander und erinnerst dich ein bisschen, wie es mit seinen Jüngern gegessen hat. Ja. Jetzt hat das Abendmahl, reden wir von dem, was es alles sein könnte und trotzdem, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, 2000 Jahre haben sich die Christen schon überlegt, was bedeutet das, was ist dieses Mysterium, das Jesus da eingeführt hat. Und da haben wir doch auch verschiedene Meinungen. Also vor allem ich merke schon, dass ich auch damit auseinandergesetzt bin mit meiner Verlobten, die aus dem Katholischen kommt, wo schon ein sehr drastischer Unterschied ist oder sogar eine Linie zieht, wie wenn man es so feiert, dann feiert man es richtig, wenn man es so feiert, dann ist es falsch. Und mich würde es wundern, was sind so alles für verschiedene Ansichten, die es gibt oder gab über dieses Abendmahl? Versuche das ein bisschen aufzudröseln. Ich denke sicher so jetzt vor der Reformation gab es in der katholischen Kirche dann ziemlich bald mal dieses Bedürfnis, wenn das wirklich, das war wie klar, wenn das wirklich der Leib und das Blut von Jesus ist, und so haben wir es ja gefeiert, es ist ein großes Mysterium, ist was ganz Heiliges auch, wie ganz genau oder was geschieht hier genau? Ich meine, das ist ja Brot und Wein eigentlich und wie kann jetzt das wirklich der Leib und das Blut von Jesus sein? Und dann ist so unter Rückgriff auch auf Aristoteles, auf auch philosophische Kategorien. Ich könnte jetzt sagen, wir haben nicht die Zeit, das alles aufzulösen. Ich verstehe es auch nicht ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach diese Transsubstantiationslehre. Also, dass man sagt, durch diese Epiklese heißt das, durch die Anrufung während der Eucharistiefeier wird hier wirklich das Brot oder diese Oblate verwandelt in den Leib von Jesus. Das ist dann objektiv der Leib von Christus, real der Leib von Christus, den man zu sich nimmt. Und genau. Und dann kam die Reformation. Und in der Reformation hat man sich dann fest in diese Frage reingebissen. Deswegen war eigentlich das bis heute fast das beherrschende Thema. Was genau geschieht jetzt mit den Elementen und wie genau ist jetzt diese Präsenz von Jesus im Abendmahl gemeint? Und da gab es halt so diese 3 reformatorischen Linien. Man könnte sagen, Luther war sehr, sehr nahe noch bei der katholischen Lehre davon. Also er hat gesagt, das ist wirklich das Blut und der Leib von Jesus. Er hat gesagt, es steht dort Estin im Griechischen, das heißt, es ist, nicht es bedeutet. Wir kommen gleich, weil Zwingli das anders gesehen hat. Also Luther hat klar gesagt, das ist wirklich der Leib und das Blut von Christus. Aber er hat nicht gesagt, er unterscheidet sich, dass sich das real in den Leib von Jesus verwandelt. Deswegen sagt man bei ihm, das hat er aber nicht selbst gesagt, die sogenannte Konsubstantiationslehre. Also jawohl, es ist real wirklich der Leib von Christus, den wir hier zu uns nehmen, aber es ist nicht physisch der Leib von Christus, sondern in einem ganz anderen Sinne so. Und bei ihm ändert sich der Zustand auch wieder nach der Messe, oder? Bei den Katholiken, das finde ich auch spannend, ist, wenn es dann mal einmal zu Leib Jesus geworden ist, dann bleibt es der Leib und deshalb muss es auch an einem besonderen Ort gelagert werden und darf nicht irgendwo
in den Abfall geworfen werden. Genau, und weil bei Luther halt es eben am Schluss, es ist nur im Abendmahl quasi so, ist es halt dann einfach Brot und dann genau ist das nicht so wichtig. Zwingli, und das ist ja auch typisch für die zwinglianische Reformation, die war recht rationalistisch. Da war auch viel Humanismus und Rationalismus drin. Nicht alles schlecht, aber einfach, für ihn war es ein reines Gedächtnismal im Sinne von, wir erinnern uns an etwas und das Symbol, er sagt eben, das ist nicht der Leib, sondern dies bedeutet im Abendmahl quasi der Leib Christi. Brot und Wein oder Traubensaft sind einfach ein Symbol, das uns hilft, uns daran zu erinnern, was da geschehen ist. Also es ist wirklich nur symbolisch. Gott tut eigentlich gar nichts im Abendmahl. Und das ist dann, man könnte sagen, Calvin hat dann ein bisschen versucht zu vermitteln, ob das wirklich der Grund ist für seine Abendmahlslehre, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber Calvin hat instinktiv die Gefahr gespürt, dass eigentlich bei Zwingli ist es dann halt einfach eine Predigt mit Brot und Wein. Es ist eigentlich auch wieder eine Predigt. Und das passt ja eigentlich zu der zwinglianischen Reformation, oder? Wo einfach nur das Wort und das Wort sehr rationalistisch verstanden. Und damit das Abendmahl wird halt dann schon sehr, ja, es ist einfach eine Predigt, wir haben noch Brot und Wein. Und vielleicht, weil ich würde sagen, in den Freikirchen sind wir eher zwinglianisch geprägt. Wenn man es dann überlegen würde, wie wir geprägt sind, ist das ja auch der Grund, dass es für viele junge Menschen dann nicht mehr so Bedeutung hat, weil man instinktiv spürt, ja, genau, ich habe eine Predigt, die kann ich verstehen, das mache ich auch sonst, Inhalte aufnehmen. Und hier habe ich eine Predigt, aber ich habe noch was ich zu mir nehme. Es ist wie so, es gibt wie nichts mehr. Was tut Gott hier eigentlich so? Calvin hat wie versucht, das zu vermitteln. Er hat gesagt, nein, Gott tut etwas im Abend, die Präsenz ist real, aber sie hängt nicht an den Elementen. Er tut es durch den Heiligen Geist. Also Jesus bleibt im Himmel, aber durch den Heiligen Geist ist er präsent und schenkt sich uns wirklich neu im Abendmahl. Bei Zwingli ist ja nicht dieses, Gott tut eigentlich gar nichts, man denkt einfach an etwas. Und bei Calvin, bei Luther in der katholischen Kirche sowieso tut Gott was ganz Entscheidendes. Und ich glaube, so könnte man sagen, unterscheiden sich die. Also, wenn man ein Bild braucht, Bilder sind immer ein bisschen gefährlich. Okay, das ist begrenzt, oder? Also bei Zwingli, da schaust du dir einfach ein Foto an von jemandem, den du gern hast. Ja. Bei Calvin ist es vielleicht schon so eine Art ein Videocall. Oder er ist nicht wirklich im Raum, aber es geschieht doch etwas da, Interaktion. Ja. Und dann bei Luther und sicher auch in der katholischen Kirche ist er wirklich leibhaftig, ist er da, du kannst ihn anfassen und so. Bilder sind gefährlich, aber ich glaube, wenn man es sich einfach merken will, Zwingli macht das Foto, bei Calvin ist der Videocall und bei Luther sitzt er wirklich am Tisch. Und natürlich ist es vereinfacht und vieles nicht abgebildet. Aber es sind so ein bisschen diese verschiedenen Vorstellungen. Und interessanterweise, typisch für mich in der orthodoxen Kirche, das ist typisch, wie die orthodoxe Kirche auch in ihrer Schönheit funktioniert. In der orthodoxen Kirche ist auch klar, es ist Realpräsenz, aber sie machen sich nicht die Gedanken darüber, wie das genau geschieht. Ja. Also quasi diese Frage, ja, wie genau geschieht die Wandlung, das zu erklären. Sie sagen einfach, das ist real, Jesus, auf die Knie mit dir. Es ist ein Geheimnis. So. Und in der orthodoxen Kirche ist jetzt inhaltlich im Sinne von, wie sie das Abendmahl verstehen, ist es sehr nahe bei der katholischen Kirche, aber sie versuchen nicht, diese Wandlung, wie auch immer, zu erklären. So, das war ein bisschen das Panorama. Interessant ist auch, dass ich sagen würde, vielleicht wäre es auch die gute Frage oder so, die Fixierung darauf, was genau geschieht mit den Elementen. Ist denn das wirklich die entscheidende Frage? Ja. Wäre nicht die entscheidende Frage, was geschieht mit und an uns? Ohne dann vielleicht genau klären zu müssen, was mit den Elementen geschieht. So. Geben die Texte das wirklich her, dass die wenigen Texte zum Abendmahl, dass wir wissen können, was mit den Elementen geschieht? Oder geht es nicht vielmehr um was ganz anderes? Aber genau, das wäre so das Panorama von diesen verschiedenen Abendmahlsverständnissen. Und das Verrückte ist ja auch, es gibt im reformatorischen Abendmahl Streit. Also Zwingli und Luther, die haben sich da auf einen Ring gegeben, wirklich so. Und als dann der Zwingli stirbt, war Luther fast noch ein bisschen historisch überliefert, sagt, ja, das geschieht dem Zwengel recht und so. Es war schon viel Trennendes. Und ich war mit einem Kloster und haben mir wirklich gesagt, weil sie das sehr ernst genommen haben, du bist kein Katholik, du kannst ja Eucharistie, du darfst sie nicht nehmen, du musst sie geistig verkosten. So. Und ich habe das gut verstanden, aber man sieht, das hat dann auch stark getrennt. Und das ist schon, ich bin mir nicht so sicher. Aber das ist schon sehr traurig. So eine Geschichte, die ist, bei der Jesus seine Jünger eint, oder? Und uns trennt es so.
Und vielleicht wäre dieses ein bisschen weg von der Fixierung, was genau mit den Elementen geschieht, ein paar andere Fragen sind wichtiger, wäre wichtig. Ich kann vielleicht noch ein persönliches Story dazu erzählen. Ich meine, diese Trennung zwischen katholischer und evangelischer Kirche, die Reformation, die bewerten wir ja sehr positiv als Freikirche. Und ich finde auch, es war so viel, ist da geschehen, das war wichtig. Ich habe einen Freund, der ist mein absoluter Lieblingskatholik. Und er ist so ein Jesus-Liebhaber und wir haben viele gute Gespräche und so. Und dann haben wir mal über etwas gesprochen, wo es irgendwie so um diese Dinge geht, die uns trennen. Und zum ersten Mal, wir waren beide recht emotional plötzlich, haben wir gemerkt, hey, diese Trennung, die ist nicht nur quasi was, ja, muss einfach sein, sondern auf der persönlichen Ebene kann das eine Rolle spielen. Nicht, dass wir deswegen nicht mehr Freunde sind, aber es gibt Dinge, die kann er mir nicht verständlich machen und ich ihm nicht. Ja. Weil da so ein Gap dazwischen ist und so. Von daher, ja. Aber vielleicht eben die Fixierung auf was geschieht bei den Elementen, wenn man da ein bisschen wegkommt, gäbe es vielleicht noch eine ganz andere Geschichte, die auch interessant wäre oder andere Aspekte. So. Ja, diese Trennung erlebe ich ja natürlich auch, indem dass ich immer, wenn wir in einer Messe sind, gibt es diesen Moment von, da geht man nach vorne. Was ich ehrlich gesagt auch schön finde, ist, dass in der katholischen Kirche ist ja alles auf diesen Moment ausgerichtet. Also es gibt, jeden Gottesdienst wird Eucharistie gefeiert. Und sonst ist es kein richtiger Gottesdienst. Und dieser Moment von, ich bleibe sitzen, ich dürfte nach vorne gehen und mich segnen lassen. Ich finde, dann bin ich ein bisschen zu stolz für das. Wenn ich schon nicht darf, dann mache ich gar nichts. Eine Charaktersache. Aber einfach so der Moment, wo ich merke, hey, da gibt es etwas, das wirklich trennend ist, wo ich auch vielleicht als grau denkende Person nicht immer alles schwarz-weiß sehen muss, dieses Mysterium von der orthodoxen Kirche sehr gerne habe, diese Antwort, obwohl sie wahrscheinlich vielen nicht irgendwie so hilft. Wobei ich nicht sicher wäre, ob es in der orthodoxen Kirche anders wäre. Wenn sie wissen, dass du nicht orthodox bist, das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich dürfte ich dort auch nicht, aber rein die Antwort von, es ist ein Mysterium, hilft mir immer wieder mal sehr, gewisse Dinge einfach auch stehen zu lassen. Ich glaube, wir kommen bei diesem Podcast da vorbei. Also wir versuchen, die Dinge zu denken. Der Glaube ist nicht unvernünftig, aber ist eben übervernünftig. Und es gibt, das Geheimnis muss am Schluss seinen Platz haben im Glauben. Ein Gott, der gar kein Geheimnis mehr ist, der keine Geheimnisse mehr tut, den ich immer komplett rational verstehen kann, ist wahrscheinlich kein Gott, vor dem ich auf die Knie gehe. Ja. Weil Gott ist eben viel mehr, viel anders, viel größer. Genau. Ja, und wenn wir dann bei diesem Thema wieder merken, hey, über das, was wir diskutieren, das ist eigentlich gar nicht der Diamant in dem Ganzen drin, eben die Theologen haben in ihrer Zeit über alle Facetten von diesem Abendmahl irgendwie diskutiert, wie jetzt das genau, die Realpräsenz, was bedeutet real, was bedeutet Präsenz, wie viel ist Erinnerung, wie viel nicht. Sind wir an einem Ort gelandet, wo es vielleicht eine andere Facette gäbe. Und da kommen wir jetzt beim nächsten Punkt dazu. Beim Start haben wir darüber gesprochen, es geht um die Erinnerung, es geht darum, dass Jesus schon einen Ausblick gibt auf das, was noch kommen wird. Es geht auch darum, diese Gemeinschaft zu haben mit ihm zusammen. Und jetzt wäre vielleicht noch so ein 4. Punkt, der alles verbinden könnte, praktisch. Hättest du da sowas? Also ich hab ein bisschen erzählt, dass mich das schon lange umtreibt und so. Und jetzt gerade so im Zusammenhang mit der letzten Karfreitagspredigt habe ich was gesehen, was ich so bisher noch nirgends gesehen habe oder nicht gesehen habe. Und ich glaube, da wäre mindestens noch was drin, dass es vielleicht ganz anders sein könnte, als wir vielleicht auch, wenn wir uns so fixieren auf die Frage, was mit den Elementen geschieht, was wir denken, um was es geht. Und zwar, wenn man schaut, wo das Abendmahl eigentlich herkommt, ist es ja eigentlich so, dass Jesus mit seinen Jüngern Passa feiert. Also das ist die Einsetzung des Abendmahls, ist eingebettet in diese Feier des Passas. Und ich glaube, wenn wir, und das habe ich eben mir lange nicht die Mühe genommen, besser verstehen, wie denn, was für die Juden geschehen ist beim Passamahl. Ich glaube, das würde ein sehr spannendes Licht werfen, auch auf das, was beim Abendmahl geschieht und wäre sehr anschlussfähig plötzlich mit dem, was zum Beispiel Paulus über Abendmahl und Kreuz sagt. Und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, nochmal, was geschieht da beim Passa. Und beim Passa, wenn die Juden Passa gefeiert haben, dann war das schon auch ein Gedächtnis. Sie haben etwas gedacht. Aber für sie war das nicht nur, ich denke an etwas, sondern durch dieses gemeinsame Feiern
wird quasi jeder Jude wieder neu Teil dieses ursprünglichen Auszugs aus Ägypten. Also ich habe das mitgebracht in einer Mishnah, so einer jüdischen Auslegung zum Alten Testament, zu ihren Gebräuchen, sagt einer, in jeder einzelnen Generation muss sich jeder Mensch so betrachten, als wäre er selbst aus Ägypten ausgezogen. Wie es heißt, es kommt eine Bibelstelle, und du sollst deinem Sohn an jedem Tag sagen, das ist wegen dessen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten auszog. 2. Mose 13,8. In jeder Generation muss jeder Einzelne sagen, das, was der Herr für mich getan hat, und nicht nur das, was der Herr für meine Vorfahren getan hat. Also wenn ich Passa feiere als Jude, dann tauche ich ein in diesen ersten Exodus. Dann habe ich Teil an diesem ersten Exodus. Das ist nicht nur quasi ein Denken daran, sondern es ist wie ein neues Heilsereignis. Ich werde Teil von dieser Exodus-Gemeinde. Gott hat mich aus Ägypten herausgeführt. Und in diesem Kontext sagt Jesus, okay, im Alten Testament, also das sagt er nicht, ich versuche jetzt zu verstehen, wie hängt es mit dem Passa zusammen. Im Alten Testament war das große Heilsereignis, war dieser Auszug aus Ägypten. Daran haben sie immer wieder gedacht, das war ein großes Fest. Und durch das Passafeiern werden wir quasi neu Gottes Volk, wir werden Teil dieses Exodus. Jetzt im Neuen Testament ist das Heilsereignis das Christusereignis. Also das, was Jesus gelebt hat und dann, wie er gestorben ist, auferstanden ist und zu Rechten des Vaters in den Himmel aufgefahren ist. Und wenn man dann liest, was Paulus über das Abendmahl sagt, dann glaube ich, ist der erste Aspekt des Abendmahls, dass Jesus nicht nur sagt, denkt daran im Sinne von macht euch Gedanken, sondern es ist wie durch dieses Abendmahlfeiern werden du und ich Teil dieses Christusereignisses. So wie sie Teil des Passa oder des Auszugs wurden, werden wir Teil von dem, Jesus ist am Kreuz gestorben, Jesus ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren. Weil genau das ist die Soteriologie, also die Lehre vom Heil von Paulus. Er sagt, wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferstanden, und im Epheser sagt, er hat uns mit Christus versetzt in die himmlischen Örter, so quasi, also Luther-Übersetzung, ich glaube in die himmlischen Welten. Also zum ersten Mal, wir denken nicht nur daran, sondern wir kriegen Anteil am Tod von Jesus. Es ist eben nicht so, wir haben im Kreuz-Podcast schon darüber gesprochen, dass im Neuen Testament dieser Gedanke, eigentlich hätte ich bestraft werden müssen, jetzt ist aber zum Glück Jesus bestraft worden, deswegen habe ich Vergebung. Ich warte immer noch auf das Feedback zum Podcast, wo mir jemand die Stelle zeigt, weil es steht nämlich nicht da. Sondern, weil Jesus am Kreuz hängt und ich übers Abendmahl Teil seines Leibes, Anteil kriege an seinem Leib, bin ich mit ihm gekreuzigt. Das heißt, dieser Tod, einfach das, was eigentlich der Lohn der Sünde wäre, das liegt schon hinter mir. Und ich bin mit ihm auferstanden, ein neues Leben. Also ich habe schon Anteil an dieser zukünftigen Welt. Und ich bin sogar mit ihm jetzt in einer Position von Autorität. Also das Abendmahl bedeutet, wir kriegen Anteil an diesem Christusgeschehen. Und interessant ist eben, dass Paulus genau diese Sprache wählt, wenn er im 1. Korinther dann den Korinthern erklärt, warum es ein bisschen uncool ist, nein, nicht nur uncool, einfach gar nicht geht, dass sie an quasi Götzenopferfeiern teilnehmen, weil er sagt, hey, ihr habt Gemeinschaft. Und dann kommt genau diese Sprache, das ist 1. Korinther 10, Vers 16. Spricht er vom Abendmahl. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, also dieser Kelch beim Abendmahl, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blut des Messias, oder hier steht Koinonia, das Anteil haben am Blut des Messias, des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Koinonia, das Anteil haben am Leib des Christus. Also braucht genau diese Sprache. Abendmahl feiern heißt, der Leib von Christus, das Blut von Christus wird unser Ereignis. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm gekreuzigt. Und dann sagt er, wie beim Passa, sagt er dann, das konstituiert quasi, dass wir Gottes Volk sind. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wie wäre es, wenn Jesus sagt, dies ist mein Leib? Die zentrale Frage nicht ist, was geschieht mit dem Stoff hier? Ist das Brot jetzt Brot? Ist es der Leib Christus? Sondern wenn er damit sagt,
ich gebe euch Anteil an dem, was ich jetzt für euch tun werde. Dann ist es anschlussfähig an diesen Kontext. Das Passamal war genau das. Wir werden quasi hineinversetzt in ein historisches Ereignis. Es wird anschlussfähig an die ganze Lehre vom Kreuz, auch von Paulus, wenn ich das nochmal vielleicht sagen kann vom Kreuz-Podcast, diese für uns ein bisschen schwierige Vers, der alles auf den Punkt bringt, was ich jetzt gerade gesagt habe, hoffe ich, wo er sagt, denn die Liebe des Messias, des Christus, drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Das würde genau das sagen, oder? Wir kriegen Anteil an diesem Heilsereignis, wir sind mit ihm gestorben und die ganze Lehre von Sünde und Vergebung bei Paulus hängt so sehr an dem. Er sagt, über jemanden, der gestorben ist, hat das Gesetz kein Urteil mehr übrig. Das Urteil ist schon vollzogen. Das heißt, wir können diesem Urteil über unsere Sünde die lange Nase machen. Das hat mit mir nichts mehr zu tun. Römer 7 sagt Paulus, über jemanden, der gestorben ist, fällt das Gesetz kein Urteil mehr. Das gilt für ihn nicht mehr. Und es wäre wie ein Flow oder Passa. Wir denken an dieses alttestamentliche Heilsreich, wir werden Teil davon. Dann Abendmahl, wir werden Teil von diesem Kreuz. Paulus sagt, wir sind mit ihm gestorben. Es wäre wie eine Linie. Und dann ist plötzlich die Frage, was geschieht mit den Elementen, ist gar nicht so wichtig. Jesus gibt uns seinen Leib. Und im Abendmahl ganz real, er gibt uns seinen Leib, er gibt uns sein Blut. Und das wird unser Ereignis. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Und deswegen ist uns alle Sünde vergeben. Im Neuen Testament kommt das immer wieder. Oder Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt. Ich bin gestorben. Ich bin quasi tot für die Sünde. Und das finde ich für mich, seit ich das so denken kann, werde ich manchmal richtig emotional beim Abendmahl. Weil es für mich nicht mehr die Frage geht, was ist jetzt genau mit diesen Elementen, sondern ich denke, wow, jetzt geschieht das neu, dass ich mit Jesus an diesem Kreuz bin, mit ihm auferstehe und ich habe ein neues Leben. Und die Sünde spielt keine Rolle mehr. So, das war für mich wirklich ein Durchbruch, zu sagen, da möchte ich weiterdenken zumindest. Ja. Ist ja auch wieder typisch Gott, in dem Sinne, dass es eben nicht ein Auftrag ist, hey, nehmt das, damit ihr euch erinnert oder so, sondern es ist eine Einladung, wieder einmal mehr. Dieses Abendmahl ist Jesus, der sagt, hey, komm in das, was ich tun werde, sei Teil davon, komm herein. Und wenn wir dann Abendmahl nehmen, eben, dass es eine Entscheidung ist, diese offene Tür, die Jesus irgendwie anbietet, für all die Sachen, für die Gemeinschaft, für seinen Tod, die Auferstehung, für das, was noch kommen wird. Es ist wieder neu eine Einladung, kommt, seid Teil davon. Und das klingt schon sehr nach Gott. Ja. Also für mich ist schon, ich fand diese Bemerkung, ich weiß nicht, ob sie von oder über Calvin war, wo das ein bisschen unterstreicht, oder dass, wenn wir es zu zwinglianisch nehmen, einfach nur ein gedankliches Erinnern, dass es eigentlich dann, dass an Gott gar nichts mehr tut. Aber dieser Gedanke, dass jedes Mal neu das mir schenkt, dass diese Geschichte meine Geschichte wird, dass quasi das Abendmahl selbst ein bisschen ein Heilsereignis ist, das ist dann da auch drin. Dann wird schon ein bisschen tiefer, weiter, breiter als nur ein, ja, er ist mich gestorben, danke, das ist auch sehr gut. Aber wir haben es vorher besprochen und im Podcast, dann könnte man sagen, ja, für was braucht es denn für dieses Denken das Brot und den Traubensaft? Ja, genau. So ist es klar. Wir nehmen den Leib von Jesus zu uns, oder? Das heißt, dieses Heilsreich wird uns neu geschenkt. Das finde ich schon, das hat mich einfach getoucht und ich freue mich richtig auf das nächste Abendmahl bei uns. Ja, schön. Ja, ich finde es auch wieder einen neuen Aspekt, wieder eine neue Facette, vielleicht sogar eine, die sehr viel mehr wieder Freiraum schafft, auch wieder, wenn ich mit Katholiken spreche, wo ich merke, ich habe die Leute so gern. Und dort landen wir immer wieder an einem Punkt, wo irgendwie etwas trennt. Und dann irgendwie so durch diesen Blick vielleicht trotzdem wieder vieles möglich ist, dass das zusammenkommt. Ich denke, wenn wir aufhören und das ist wahrscheinlich schwierig für jemanden, der die Transubstantiation sehr wichtig ist, aber wenn wir wegkommen könnten von was geschieht mit den Elementen zu dem, was geschieht an uns durch diese Elemente in diesem Feiern, das wäre schon eine Grundlage für was anderes. Ja. Aber da haben wir natürlich eine Geschichte hinter uns. Da bin ich jetzt, ja, ich kann gut hoffen, ich bin gespannt, ob das dann so einfach ist. Ja, cool. Viel zum Denken, zum Verarbeiten. Wie könnte man das, vor allem bei etwas, das wir ja physisch immer wieder mal als Christen tun dürfen, wie können wir das neu denken? Wie könnten wir vielleicht das auch neu in unser Leben einplanen?
meine Frage an dich, wie immer, gibt es etwas, das hast du jetzt schon angetönt, aber vielleicht etwas auch Konkreteres, wo du sagst, hey, vielleicht ist das Abendmahl jetzt neu so Teil deines Lebens? Also eben für mich ist wirklich, wenn ich im Gottesdienst feiere, kann ich viel mehr eintauchen, ich bin viel mehr, ich verstehe, ich bekomme einen Zugang, ich erlebe, dass Gott etwas tut, ich bin ihm nahe. Das ist jetzt wirklich stärker, seit ich das so denken kann. Was sicher immer ein Thema ist, wo ich aber einfach scheinbar bis jetzt zu wenig konsequent weitergedacht habe, wie können wir es verbinden mit einem normalen Essen? Meine optimale, schönste Vorstellung vom Abendmahl ist so, dass du mit der Community zusammen bist, an einem Tisch, du isst und in diesem Essen bricht jemand Brot, spricht die Deuteworte, wir essen das Brot und man kann vielleicht sogar weiter sprechen, aber es ist uns bewusst, wir nehmen hier den Leib von Christus zu uns und dann teilen wir den Kelch und wissen, wir nehmen das Blut von Christus zu uns und werden Teil von diesem Heilsgeschehen. Wie man das mit einem Essen zusammenbringen könnte, das wäre schon, ich finde das einfach cool, aber ich habe kein Modell, ich habe das noch nie wirklich so erlebt, dass ich denke, das wäre das, was ich mir vorstelle. Vielleicht bin ich zu idealistisch, aber dem möchte ich nachgehen. Ich habe schon mal ein bisschen erwähnt, wir werden eine neue Community gründen, nicht hier, sondern ziemlich weit weg. Mit mindestens 4 Leuten sind wir jetzt in einem Haus wohnen und dort in einem fremden Land sein. Und da wollen wir ganz sicher irgendwie das zu Teil auch von unserem Weg machen. Also wir feiern bei einem normalen Essen gemeinsam dieses Abendmahl. Ja, schön. Bei dir? Ja, also für mich ist sicher ähnlich mal, wie könnte das Abendmahl sonst noch aussehen, als bei diesem Text, den ich vorbereitet habe. Die haben dem Abendmahl auch immer so das Design-Food gesprochen. Also eigentlich, so wie es heute feiern, so wie wir es heute feiern und das wieder etwas loslösen von diesem egozentrischen Moment, finde ich, zum Teil auch, ist sicher eine Frage, die ich auch vielleicht auch in eine Gottesdienstliturgie mal so die Frage stellen könnte, es muss nicht immer sein, aber wie könnte man das Abendmahl auch mal in einem Gottesdienst anders feiern? Das ist sicher auch so die praktischen Sachen. Und ich merke schon auch so der Weg dahin, eben das, was die Juden gemacht haben, Teilwerden. Also, auch die Katholiken sind sehr gut, die Geschichte mitzuerleben. Es gibt der Ostergottesdienst, wo man von Anfang bis zum Schluss einfach durch alles geht. Ja. Ich glaube, es sind 12 Lesungen oder so, aber einfach so der Moment, wo man mit allem Teil davon wird. Und das Abendmahl ist ja auch so eine Art, eben das haben wir besprochen, oder irgendwie so ein Teilwerden von der Geschichte. Und mal zu überlegen, wo könnten Momente passieren, wo man das Abendmahl als Teil dieser Geschichte einnimmt. Oder wenn ich dann mal einleite oder so ins Abendmahl, vielleicht bewusster auch mal eben auf dieses Passamahl genau gehe. Ja, ich frage mich, was euch bewegt hat, wie ihr das Abendmahl... Also, das nehme ich diesmal genau, auch sehr Wunder. Die Frage haben wir ja schon gestellt, wie erlebt ihr das Abendmahl? Wie habt ihr es erlebt? Wie fremd ist es für euch? Wie viel macht ihr es einfach, weil wir als Christen das machen? Oder wie cool ist es für euch? Genau, unbedingt. Ja. Vielleicht gibt es ja auch wo ihr merkt, hey, da habe ich schon den Zugang gefunden und es ist einfach ein weiterer Aspekt. Wir sind immer froh um Feedbacks, was euch bewegt und hier umso mehr kommt auf uns zu und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis bald.